Meeste van jullie die deze video kijken, dan zijn entweder befreit oder je planen niet een dag te befrieren. Nu ben het tempo der Ehe, uns ist es so selbstverständlich, dass eine Ehe, dass wir können schaffen, die Partner stimmen sich untereinander treu sein. Wir wollen, dass wenn Ehepartner ihnen neun gehen down, durch eine Scheidung, wenn eins wärs antreu war, die vertrauen uns, dass es nicht so viel weiter, wird so weiter, dass wenn ein Partner der andere Person antreu ist, war. So bei einer Ehe ist uns das selbstverständlich. Aber wo uns nicht selbstverständlich ist, ist, wenn es kämpft von unserer Gemeinschaft mit Gott. In der Bibel, wir haben eine so interessante Geschichte von Hosea. Und Gott sagte Hosea, dass er soll sich gut in der Höhe befreien. Und so, Gott braucht das aus dem Bild. Und Gott sagte Hosea, wenn das für die Israeliten deuten. Die Israeliten sind so ein Mann, der sich in der Höhe befreien wird, oder eine Früh befreien wird, der dann jetzt mit anderen Männern rumschlug. Und so Gott sagt es so, das für die Israeliten sind. Und so sagt Hosea, dass er soll sich in der Höhe befreien, wenn das ein Bild zwischen Gott und den Israeliten passieren wird. Und so Gott ist es wichtig, dass wir keine anderen Menschen oder Dinge oder andere Götter haben, die Hacker haben wollen als Gott. In der ersten Gebot sagt Gott zu den Menschen, die dürfen keinen anderen Gott haben, bitte mich. Und so Gott sagt, du soll nicht sein in deinem Leben, was die Hacker achten das, ist, was die Gott achten das. Und so, damit unsere Gemeinschaft mit Gott kann schaffen und wachsen, dann verlangt, dass wir Gott treu sind und dass wir Dinge nicht Hacker haben wollen. Dass wir nicht uns selbst Hacker haben wollen. Geld, unsere Arbeit, unsere Freunde, Drehen, verschiedene Dinge, die wir können Hacker achten, ist Gott, womit wir Gott treu sind. Und so will ich das Motto sprechen, wenn ich durch diesen Tag gehe, durch diesen Weg gehe, freu dich selbst. Sind die Dinge in deinem Leben, wo die Hacker tun das aus deiner Gemeinschaft mit Gott. Und dann vielleicht ist es Zeit, dass wir anfangen, die Dinge in unserem Leben zu ändern. Dass wir Gott Nummer 1 holen in unserem Leben. Wenn kriegst es eine Ehe, wie du es verlangt, dass einer den anderen treu sein, Gott verlangt auch, dass wir arm treu sein.